Hola! Jetzt ist mir gerade random auf dem Weg zum Arbeiten gekommen, dass du mich, glaube ich, auf Insta gefragt hast wegen dem Reposten wegen deinem Apartment. Sorry, das ist mir jetzt irgendwie eingefallen, ich habe das vergessen. Ja, brauchst du es noch? Also soll ich es noch? Oder hast du schon jemanden gefunden? Hey zusammen und herzlich willkommen bei Folge 46 von Fiasco Famoso. Mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia und heute reden wir darüber, wie wir neue Freundschaften knüpfen. Ich finde es so lustig, dass wir am Morgen aufnehmen. Ja, irgendwie. Wir nehmen mal am Morgen auf. Sonntagmorgen tatsächlich. Wir sind fast live, sozusagen. Wenn ihr das hört, haben wir erst vor einem Tag aufgenommen. Krass. Fast live, ja. sozusagen. Wie findest du am Morgen aufnehmen? Du, jetzt schauen wir mal. Ich finde ja, ich bin auch. Also ich bin also um ich starte jetzt aufgestanden. sozusagen mit dir so. im Tag. Ich bin auch so. Und gleich bin ich nicht pünktlich gewesen. Ja doch, du hast aber 57 geschrieben, dass du am ehesten bist. Also das stimmt. Aber ja, da sind wir. Und yes. Wie immer gibt es zum Start ein Shit und Shine. Und wir haben beide diese Woche einen Shine dabei. Was hast du Schönes dabei? Ich habe das schöne, keine Werbung, aber ich habe das schöne Ding dabei. Das ist... ich habe gerade Zinksalbe. Ich schwöre. Also wer schon ein bisschen weiss, manchmal habe ich ein bisschen mit Hautproblemen zu kämpfen. Jetzt gerade habe ich mein Knie abgedeckt. Man sieht es eigentlich fast nicht. Ja, aber ich bin in dieser Woche in der Apotheke, weil ich am Rücken jetzt auch noch so Pickel bekommen habe. Und ich finde es einfach nervig. Und nachher hat die Apothekerin oder die Drogistin mir Zinksalbe empfohlen. Und ich habe halt keine Ahnung, gell? Ich habe schon so viel ausprobiert. Dann bin ich so, ja, probiere ich das halt auch mal aus. Es ist nicht rezeptpflichtig und nicht teuer, also komm. Und jetzt habe ich die paar Tage in der Nacht so draufgefetzt, alles weiss um die Fresse herum, aber und am Morgen, es ist richtig... Weißt du, so die am Wachsen waren, die Pickel, die sind so sie sind so gestoppt worden. Es ist so... Und so keine Ahnung. Pickelblocker. Ja, also die Leute, die wissen, die auch Hautprobleme haben und die wissen das Gefühl, wenn du merkst, du hast ein Produkt etwas gefunden. Ja, das ist so, ja. Halleluja. Es ist so. Aber also ich sage es noch nicht zu früh, aber für Leute, also... Es ist ein Wunder, dass du nicht früher eine Zinksalbe ausprobiert hast. Ich habe das schon oft gehört im Fall. Ich weiss, aber es ist eben so blöd, ich vertraue dann den Hautärzten, die das Härtezeug verschreiben. Weißt, die haben mir nie gesagt, so Zinksalbe, glaube also bei denen, wo ich war, sondern... Ja, Zinksalbe, hast du selber gesagt, ist günstig. Wenn ein Ärztin die würde Zinksalbe verschreiben, ja, mega. Dann verdienen die ja nicht dran. Ja, aber ich finde es auch in dem Zusammenhang, bevor ich in der Apotheke bin, habe ich dann eben realisiert, dass ich da hinten Pickel habe und nachher am Rücken auch. Und dann bin ich, wir haben eine neue Mitbewohnerin. Schon, also ja, jetzt ist ein Monat, genau. Ja. Und sie war daheim gewesen. Und ich wollte den Pickel ausdrücken, aber ich bin wirklich nicht dort angekommen. Und nachher ich gehe jetzt zu ihr. Und nachher... Nein! Ja, sie ist so am Duschen. Fall, wenn du zu mir kommst, ich würde es dir nicht machen, glaube ich. Nein, machst du das nicht gern? Gern? Nein. Weißt du, wie viele Leute... Ich erzähle jetzt weiter, sie war am Duschen gewesen, ich bin reingekommen, ich so, hey, kannst du mir... sie ist von Deutschland und ursprünglich Iranerin, kannst du mir einen Pickel ausdrücken? Nachher sie so, ja, komm. Und nachher hat sie so gedruckt. Und nachher ich so, danke vielmals. Und sie so, ja, danke dir. Der kam richtig gut raus. Doch, sie macht das so gern. Nein, also an mir selber Pickel ausdrucken, okay. Aber finde ich auch eher grusig. Aber dann an anderen, nein, manchmal... Es gibt so viele, die das gerne machen. Ja, ich check schon, dass es satisfying ist, aber ich finde es nur an mir satisfying, wenn ich denke, jawohl, jetzt ist er weg. Aber an anderen, nein, manchmal kannst du ja wie auch nicht, wie sagt man, manchmal weisst du ja gar nicht, wie es dann ausspricht. Oh Gott, das ist so hässlich. Aha, dass er dich anspritzt. Weh, ja. Aha, ja, da musst du vielleicht vorsorgen. Nein, aber ich könnte dann nicht anschauen, ich könnte das nicht. Hast du am Luca noch nie einen Pickel ausgedruckt? Nein, noch nie. Noch nie und ich habe es auch nicht vor. Aber ich finde, dass die Situation hat uns verbunden. Ja, das glaube ich sofort. Nein. Ja. Ich glaube, vielleicht würde ich... Ja, nein. Dann ist ja gut. Das ist gut. Dann habe ich deine Grenzen, dort weiss ich,
die zu wahren. Ist gut. Genau. Mich musst du nicht fragen. Was ist denn dein Schein? Mein Schein ist eine Nachricht von meinem Papi, so herzig, ich kann nicht mehr. Und zwar ist mir letzte Woche nicht so gut gegangen, weil habe mega viel zu tun gehabt. Ich war allein in einer Wohnung. Ich habe noch nicht gewusst, ab wann und vor allem wer meine neue Mitbewohnerin wird sein. Und dann, ja, keine Ahnung, habe ich irgendwie mega viel zu tun für die Uni und bin den ganzen Tag eigentlich nur daheim am Arbeiten schreiben gewesen und es war ein bisschen einsam gewesen, muss ich sagen, weißt? Und dann habe ich also gemerkt, weil der Kontrast ist halt recht gross gewesen. Ein paar Tage vorher ist der Luca mit dem Hund wieder heimgegangen. Habe ich in der letzten Folge erzählt. Und dann bin ich vom einen Tag auf den anderen Tag plötzlich allein gewesen und habe den ganzen Tag allein verbracht und langweilige Sachen für die Uni gemacht. Und dann habe ich mich ein bisschen einsam gefühlt und so gemerkt, es ist schon so, dass man sich dort daheim fühlt, wo man auch Leute hat. Also weißt, so, ich wohne ja nicht in Zürich, aber so dort, wo ich daheim bei meinen Eltern wohne, ich weiss, Leute sind so in ich sage jetzt mal, Armlänge gefühlt. So. Ich habe euch alle gesehen, ich kann euch allen schreiben. Und einfach so das Wissen, dass alle weit weg sind, geografisch, hat etwas mit mir gemacht. Und auch so, dass ich da noch nicht so viele Leute habe, die Angst für mich zum Zuhause machen, hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich habe das wie so realisiert und dann habe ich die Gedanken offen auf Insta geteilt, in einem Reel. Und nachher hat mein Papi mir die Nachricht geschrieben. Und ich hatte eben an dem Wochenende auch gerade Besuch gehabt, und ich habe die Nachricht gelesen und ich habe gerade angefangen zu brüllen. Und ich so zu meiner Freundin aus der Schweiz, die gerade auf Besuch war, ich so, schau mal, was für mein Papi für eine herzige Nachricht geschrieben hat. Und dann liest sie durch und bevor sie fertig gelesen hat sie voll abgebrüllt. Oh, sie so, nein, das ist ja so herzig. Also ich lese es vor, ich habe es extra auf das Zettel geschrieben, weil das Handy am Filmen ist. Also er hat dir das per WhatsApp oder Insta geschickt? Er hat es mir per WhatsApp geschrieben. Aber hat er das Reel gesehen? Eben, er hat geschrieben, oh mein Schatz, ich rede jetzt so, wie ich es in meinem Kopf würde sagen. Oh mein Schatz, ich habe gerade dein Video auf Instagram gesehen. Es bricht mir das Herz. Ich würde am liebsten gleich mit Mami hoch zu dir fahren. Früher habe ich zu Mami immer gesagt, als sie noch in Bolivien lebte und wir lange auseinander waren, bis wir uns wieder trafen, schau zum Nord- oder Polarstern, oder wie auch immer der heißt, der so hell am Himmel steht, und ich bin bei dir, weil ich das auch mache. Heute Abend schaue ich zu dem Stern und bin bei dir. Oh nein! Ja, so hart. Da fange ich wirklich gerade schon wieder an heulen. Wow, Nein, das könnte in einem Buch stehen. So. Ja. Ja. Bildliche Sprache. Ja. Check. Wirklich, ja. Nein, das war wirklich so herzig, weil eben, ich habe einfach alle vermisst. Ich habe mein Dorf vermisst. Nicht im Sinne von dem Ort, wo ich wohne, sondern so alle meine Freunde, alle meine Friends. Leute, die ich spüre. Ich habe wie so I was missing my village. Und dann, ich habe mich da so richtig, nicht allein, ja doch, ein bisschen allein gefühlt, einsam. Und dann kommt so eine Nachricht und ich bin einfach so gewesen, oh mein Gott, das ist so herzig. Vor allem, ja. Bist du den Polarstern suchen? Oder was hast du denn gemacht? Ja, ich habe am Abend aufgeschaut und habe den hellsten Stern angeschaut. Aber ob das der Polarstern ist oder nicht, egal. weiss ich gar nicht. Ich so, ja, weil der Papi jetzt auch in den Himmel schaut, dann bin ich verbunden. Ja, das ist aber sehr cute. Mega. Ja, es ist halt schon noch herzig, weißt? Auch letztes Mal, als ich in der Schweiz war, und habe mich mein Papi so gefragt, und wann kommst du eigentlich das nächste Mal wieder? Weißt du das schon? Wann ist das nächste Mal, wo du wieder kommst? Und ich habe so die Trauer und die Vermissung in seinen Augen richtig gesehen. Weißt du, das hat mir auch das Herz gebrochen. Aber ja, das ist irgendwie auch spannend, eben wenn du jetzt so erwachsen wirst und ausziehst oder in ein anderes Land ziehst, so, was das mit den Eltern macht. Und es ist auch spannend, mit anderen Leuten von da darüber zu reden, weißt? Also ich bin ja eigentlich mega ein Familienmensch, oder? Also ich bin mega so ein Free Bird. So, ich liebe die Freiheit, die ich da habe, aber gleichzeitig bin ich irgendwie auch voll der Familienmensch. Und in so einem Moment merkt man, wie sich das eigentlich beißt, dass man eigentlich beides ist. Ja, weil du willst das da unbedingt, aber gleichzeitig vermissest du so fest, was du nicht mehr hast. Ja, und du hast noch daheim gewohnt, weißt? Wenn du jetzt schon ausgezogen wärst, dann hättest du die Distanz schon ein bisschen kennengelernt zwischen euch. Aber es ist halt wie so Peng. Von geografisch getrennt und noch... Von die ausgezogen gefühlt, sozusagen. Ja. Aber das mit den Sternen... Also ich hatte das mit meinem Ex, dort, wo wir eine Fernbeziehung hatten, mit einem Mond gehabt. Da haben wir manchmal Mond hochgeschaut.
Yeah. Das ist schon krass. Weißt, jeder auf der Welt sieht den gleichen Mond. Also, oder? Ja. Ja. Halt nicht zu der gleichen Zeit. Moment schnell. Ja. Aber du hast gesagt, als ihr Fernbeziehung hattet, habt ihr doch Zeitverschiebung gehabt. Wenn du den Mond gesehen hast, war doch bei ihm Tag gewesen. Ja, aber du siehst ja manchmal gut überlegt. Aber manchmal siehst du ihn doch trotzdem noch. Aha, am Tag. Weißt du, so... Ja, stimmt. Oder am Morgen so schüch. Ja, und sonst habe ich es mir einfach zusammengereimt. So, er hat ihn gestern angeschaut, ich schaue ihn jetzt an. Weißt du, für mich sind es einfach die Worte. Weißt du, die Worte haben mich berührt. Dann bin ich so, ja, Papi. Es hat sich dann gleich angefühlt wie eine Umarmung. Weißt du, so im Herzen rein. Ja, sehr cute. Ich habe meine Eltern dann nicht weniger vermisst wegen dem, aber es war gleich schön gewesen. Ja, das glaube ich. Das also eben so können wir jetzt mal rauf? Ja, irgendwann dann mal. Müssen wir planen. Jetzt dann mal, weil sonst haben sich dann so viele Besucher angemeldet und ich habe ja auch noch, bin manchmal auch noch in der Schweiz. Wenn ich in der Schweiz bin, muss mich keinen Tag besuchen kommen. Und ja, müssen wir auf jeden Fall planen, aber sie haben es auf jeden Fall vor. Ja. Das freut mich dann auch, Ihnen zu zeigen, wie da so meine Welt aussieht. Ja, das glaube ich. Ja, heute geht es um neue Freundschaften. Hat vielleicht auch ein bisschen zu tun mit dem Shit, eigentlich, was du vorher auch ein bisschen erzählt hast. Wegen Leuten, um die Heim fühlen. Kennenlernen. Ja. Ich habe eben in letzter Zeit gemerkt, dass ich habe wie so in den Leuten, die ich da kennengelernt habe, ein bisschen meine Freunde von die Heim gesucht. Also so zum Beispiel, ich weiss ja, was ich für Qualitäten an meinen Freundinnen die gerne habe. Und dann habe ich die zum Beispiel da in diesen Freunden da gesucht. Und so, ich habe wie so die neuen Freunde von da, oder die Leute, die ich da kennengelernt habe, ein bisschen verglichen in meinem Kopf mit den Leuten, die ich die habe. Und dann so gedacht, sie ist genauso lustig wie sie, oder mit der kann ich genauso go auf Hochdeutsch sagen, Pferde stellen, wie mit der die und irgendwie so, ich habe das wie so verglichen. Und irgendwie schnell habe ich dann auch gemerkt, das ist mega unfair, weil die Leute da, die müssen nicht meine Freundinnen und Freunde die ersetzen. Also weißt du, so, ich muss keinen Ersatz finden für das Jahr von meinen Friends die. Aber ich sehe, also im Großen und Ganzen hast ja du trotzdem so Eckpfeilerwert, wo du in jeder Freundschaft vielleicht hast und die willst du halt auch oder brauchen. Oder genau. Ja. Und ja, voll. Und weil die Eckpfeiler, die sind ja schon gegeben, obviously, bei den Friends die weil sonst wären du und ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr Eigenschaften an dir nicht cool fände als cool fände, dann würde es ja nicht aufgehen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich das so unbewusst, glaube da ein bisschen genau auf die Art gesucht habe. Und dann habe ich gemerkt, dass eben, es ist nicht ganz fair diesen Leuten da gegenüber. Plus, ich muss da keinen Ersatz finden. Und dann habe ich gemerkt, darf ich da schnell? Ja. Also wie hast du das realisiert? Weil sie checken ja das nicht. Also weißt du? Ja. Aber wieso hast du dich dann schlecht gefühlt? Weil es ist wie, man vergleicht halt schon. Ja. Oder bist du dann enttäuscht worden? Bist du dann so, vielleicht habe ich jetzt genau einen Flavia gefunden und nachher hat die Person etwas gemacht und sie so, nein, doch nicht. So das? Oder wie hast du das? Wieso hast du dich schlecht gefühlt? Ich glaube, es ist eine Mischung aus zwei Sachen. Einerseits, dass ich mit der Zeit am Anfang habe ich meine Freunde die noch nicht vermisst, weil ich bin noch neu da war und es war alles abenteuerlich und bla bla bla. Aber jetzt, nach so 2-3 Monaten, habe ich gemerkt, ich vermisse meine Friends. Und dann habe ich das, was mir gefällt hat, gesucht. So das. Ist eben nicht gut gewesen. Und das andere ist auch ein bisschen auch das, was du gesagt hast. So, am Anfang, wenn du Leute kennenlernst, du musst ja immer oberflächlich anfangen und mit der Zeit gehst du in den Tiefgang, sage ich jetzt mal. Und am Anfang, wenn Sie sich ein bisschen vorstellen, also ich probiere zum Beispiel jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen. Die eine zum Beispiel, die ich kennengelernt habe, sie hat gesagt, ihr Hund ist vor kurzem verstorben und sie hat den früher immer überall mitgenommen. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, also zuerst mal, I'm sorry for you, ist das dein eigener Hund gewesen? Sie so, ja, voll. Und dann habe ich gedacht, okay, sie weiss einfach, wie es ist, so die Verantwortung über einen Hund zu tragen und wie das ist mit einem Hund und bla bla bla. Und dann hat sie gesagt, weil sie noch gesagt hat, dass sie hat den mit in den Austausch genommen, sie hat den immer mit genommen, wenn sie mit Friends ist, etwas machen. Und dann habe ich gedacht, geil, endlich mal jemand, der weiss, wie es ist, auch noch auf so ein Lebewesen zu achten. Weil es gibt nicht viele Leute, die in unserem Alter mit dem relaten können. Und dann habe ich gedacht,
ich habe etwas gefunden. Potenziell. Über das können wir bonden, genau. Und dann ist es mal so um den Ausgang gegangen, hat sie mich mal gefragt, ob ich in den Ausgang mitkommen will. Und ich so, hey, sorry, geht nicht das Wochenende, weil der Hund also weißt, wenn jetzt auch der Luca mitkommen, dann müsste der Hund viele Stunden allein bleiben. Und dann sie so, hey, aber der Hund kannst du ja die heilen. Und ich so, nein, ich will nicht unbedingt 6 und mehr Stunden die heilen. Sie so, aber vor Corona haben die Leute auch ihren Hund den ganzen Tag allein lassen. Das war normal gewesen. Und ich so, ja, aber nur weil es normal oder üblich war, heisst das nicht, dass ich das gut finde oder gut heisse. Und dort ist für mich wie so etwas abgebrochen, weil ich so dachte, hä? Ich habe gemeint, du und ich sind, was das angeht, on the same page. Genau. Ja. Und jetzt lerne ich über dich, dass du irgendwie doch nicht so tickst wie ich. Und dann bin ich so hä? Also meinst du jetzt ernst? Also so, du findest es easy, wenn man einen Hund so vom 8 Uhr morgens bis um 5, 6 Uhr am Abend allein... Also, hä? Aber dann, sorry, dann finde ich das gar nicht cool. Und das war per Chat gewesen? Nein, in echt also ich habe das nicht gesagt. Was ich jetzt gemeint habe, so, das ist in deinem Kopf abgegangen. Habe ich mir gedacht. Ich habe aber ihr schon, glaube ich, zu verstehen zu geben, dass ich das so nicht mache oder so nicht tick oder für mich nicht okay ist. Und dann, das sind eben so die Sachen, wo eben am Anfang denkst du vielleicht, wir könnten voll matchen und mit der Zeit merkst du dann, aber in dem Fall, also das war in dem Fall der Knickbruch gewesen, dass du gar nicht mehr weiter probiert hast, Friends zu werden mit ihr. Nein, wir sind immer noch Friends. Also es ist eine von der Also würdest du sie als... Okay. Also in dem Sinn, eben, das ist ein das Ding, so in einem internationalen Austausch. Ich habe auch schon mit anderen Leuten darüber geredet, die auch schon so etwas gemacht haben, aus meiner Freundesgruppe daheim. Und es ist spannend, weil du wirst mit Leuten da, ich glaube, das ist nicht applicable auf dich, weil du gehst, glaube ich, mit allen Leuten immer direkt in den Tiefgang. Aber da ist es wie so, man erzählt neuen Leuten viel schneller etwas sehr Persönliches. Ja, das hast du auch mal gesagt, ja. Irgendwie bleibt es dann eben gleich ein bisschen oberflächlich. Ich weiss auch nicht. Ich habe auch gemerkt, zum Beispiel Bedeutung ist etwas, was muss wachsen. So, unsere Freundschaft hat für mich eine grosse Bedeutung, aber das ist, weil unsere Freundschaft schon eine gewisse Grösse hat, auf die sie gewachsen ist. Ja. Und so mit Leuten da, nur weil ich diesen Leuten da über meine, ich sage jetzt, dunkelsten Zeiten erzählt habe und die grösste Krise, die ich bis jetzt erlebt habe mit meinem Freund oder was auch immer, nur weil ich ihnen davon erzählt habe, heisst es nicht, dass ich mit denen schon so krasse Bindung habe. Weißt du? Ja, ja. Und es ist wie so, die Bedeutung, das Meaning, das ist das, was ich auch vermisse in Freundschaften. Und das ist nicht etwas, das kann ich nicht, es gibt keinen Speed-Knopf. Ja. Oder nur weil ich was ich allgemein noch genüge Friends ist, für die, also im Ganzen finde ich, es ist im Fall wie Dating. Ja. Wenn es matcht, dann matcht es. Und du, für dich, der sonst das andere Dating eigentlich nicht kennt, ist das, so kannst du dir auch ein bisschen vorstellen, wenn du jemanden datest, der eine romantische Beziehung willst. Weil dann bist du auch so am, matchen wir, nachher kommt etwas. Und bei Friends ist man vielleicht noch mal ein bisschen, also jetzt wollen wir es nicht vergleichen, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen lockerer bei Friends, weil ich dann mir denke, ja, ich stelle mir nicht gerade das ganze Leben mit dir vor, weißt, ich will ja mit meinen Friends kein Kind. Aber, ich habe nicht diese Vorstellung. Aber ich habe schon aufgeschrieben, es ist wie Daten, weil wenn ich an meine letzten 2 neuen Freundinnen denke, die ich vor 1,5 Jahren dazu gewonnen habe, dann ist es vom Gefühl her eben ein Match gewesen oder nicht. Es ist so... Ja. Eben, das ist das, was ich meine. Ich habe manchmal auch, zum Beispiel mit der, von der ich jetzt gerade erzählt habe, am Anfang auch gedacht, das ist voll der Match. Und dann mit der Zeit sind immer mehr so Aussagen gekommen. Ich dachte, nein, irgendwie doch nicht so. Und es ist eben nicht so, ich habe dann mit denen auch so darüber nachgedacht, weißt du, so, ich will nicht mega oberflächlich sein oder jetzt tönen, aber ich glaube, es ist auch okay für mich, wenn gewisse Freundschaften einfach Zweckfreundschaften sind. Weißt du, ich habe dann, als ich mich so gefühlt habe, gemerkt, hey, schau, wir müssen auch, oder ich muss auch ehrlich sein. Es kann gut sein, dass ich nach dem Jahr heimgehe und ich dann nicht so bin, so, hey, ich habe eine Freundin fürs Leben gefunden in Amsti. Weißt du, vielleicht in 10 Jahren habe ich mit jemandem von da mit Kontakt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Natürlich würde ich mir das wünschen, dass ich da in diesem Jahr so jemanden finde,
mit dem ich noch in 20 Jahren so zurückdenke, weißt du, wo wir uns in Amsterdam kennengelernt haben. So. Aber vielleicht ist es auch nicht so und dann ist es auch okay. Und ich habe mich gefragt, die Freundschaft, die ich da habe, eben, die sind vielleicht gut zum Käfeln oder zum an der Uni lernen. Weißt, ist es schlimm, dass ich dann vielleicht das als Zweckfreundschaft sehe? Dass die Freundschaft erfüllt dann einfach seinen Zweck von «Es ist meine Auslandsjahr-Freundschaft». Du kannst es auch... Zweckfreundschaft klingt so scheiße. Ich würde eher sagen, es ist ein Lebenspartner. Partnerin. Ja. Also so ein bisschen... Ja. Es ist, weil, es ist ja nicht so, als finde ich die Leute nicht super nett und cool. Aber eben, es ist halt eine andere Ebene einfach. Aber weißt, vielleicht hast du einfach auch noch nicht... Ja, den Match fürs Leben in Amsterdam gefunden als Friends. Weil aber weißt, ich wollte sagen, vielleicht kommt der nicht. Weil ich bin nur ein Jahr da. Weißt, aber ich weiss, wie schnell es trotzdem gehen kann. Meine 2 anderen Friends. Also, weißt, das stimmt. Es kann schnell gehen, aber mehr so, ich will mir auch den Druck nehmen. Ja, sehe ich. Weil ich glaube, ich habe das schon mir so ein bisschen vorgestellt. Ja, romantisiert. Ja. Aber die Freundschaften, die ich in der Heim habe, die habe ich über Jahre aufgebaut. Die sind teilweise so, ich sage mal, geschichtsträchtig, weil wir sind in der Schule oder wir haben zusammen jahrelang gearbeitet oder was auch immer. Und so ist automatisch auch die Bedeutung von der Freundschaft irgendwie gekommen. Und in einem Jahr, wenn ich wieder heimgehe, ein Jahr ist so wie nichts. Ein Jahr ist ganz kurz für eine Freundschaft. Ja, aber wenn ich, also oder jetzt als wenn wir jetzt schnell ein Beispiel machen von uns beiden, so, wie wir unsere neuesten Friends gewonnen haben oder kennengelernt haben, kann es auch schnell gehen. Also jetzt zum Beispiel im Arbeitsumfeld, so ein Klassiker. Weil ich finde, man macht zusammen das Gleiche durch. Also jetzt zum Beispiel... vor allem sieht man sich jeden Tag, das hilft. Genau, also bei dir vielleicht an der Uni. Genau, also wir sind wie... Die Michelle und ich, wir spielen nachher noch ein Memo von ihr ein, weil ich habe gefragt habe, wann hast du gecheckt, dass wir Friends sind? Oder wie, ja. Aber der Arbeitsplan hat uns wie gezwungen. Wir haben bei Tele Zürich gleichzeitig fast angefangen, sind beide neu dort gewesen. Das hat schon mal gebondet, von außen. Das war wie so gegeben. Und wir haben dann... Ja, entweder haben wir jetzt matchen oder nicht. Und wir haben halt gematcht und dann halt auch zusammen arbeiten. Also weißt, die haben ja auch gecheckt, dass wir matchen dann, unsere Chefs. Und dann haben wir auch mal zusammen dürfen einen Beitrag filmen und den ganzen Tag zusammen verbringen. Aber das ist halt alles im Arbeitskontext. Das war wie so ein Antasten gewesen. Und nachher, wir haben gewusst, das ist beides begrenzte Stelle gewesen. Also wir haben gewusst, wir werden nicht jetzt 3 Jahre zusammen arbeiten. Und nachher musst du halt irgendwie den Absprung schaffen, so außerhalb von dem Kontext Friends werden. Ja, weil, und das ist auch wie so, irgendjemand muss den ersten Schritt machen. Jemand muss fragen, hey, wenn wir mal nach dem Arbeiten einen Kaffee trinken. Weißt du, so ein bisschen, und dann, ich finde, das ist im Fall schon noch, also ich war auch nervös gewesen, so, wie ist jetzt das so? Weißt, vielleicht, haben wir nicht zusammen über einen Beitrag schwätzen, sondern über etwas anderes oder so? Ja, nein, wir haben beim Arbeiten schon alles private austauscht, aber trotzdem haben wir wie etwas gemacht, wo wir, weißt so, wo von uns verlangt worden ist. Ja. Sehe ich. Und an dieser Stelle, vielleicht können wir jetzt schnell ihre Memo einblenden. Du hast nämlich sie gefragt, wie sie glaubt, dass ihre Freunde geworden sind. Genau. Ey, das hat mich im Fall gerade letzte Woche oder so jemand gefragt, wie wir eigentlich im echten Leben Freunde geworden sind und nicht nur ein Arbeitskollege. Und ich so, keine Ahnung, ich kann es echt gar nicht wollen. Es ist so schnell gegangen. Es ist wirklich mega schnell gegangen. Also, ich weiss noch, dass ich gewusst habe, an dem Tag fährst du neu an. Und ich hatte dich natürlich schon gegoogelt. Und dann habe ich dich in echt gesehen. Und ich weiss noch, dass wir schon in den ersten 5 Minuten viel zu viel gelacht haben wahrscheinlich. Und ich weiss auch noch, dass du, immer wenn du mega fest gelacht hast, hast du mir so auf die Schulter geschlagen oder so aufs Knie geschlagen vor Lachen, weißt so. Und ich weiss noch, dass du mir dann so gesagt hast, so, das ist wirklich so einer von deinen ersten Sätzen zu mir gewesen. Du so, hey, Entschuldigung, gell, dass ich dich immer so anlänge, wenn ich lache. Und ich so, schon gut, ich mache das auch immer. Und dann ist es passiert.
Flavia, dann haben wir uns gefunden, weil wir uns beide immer aufs Knie gelenkt haben, wenn wir gelacht haben. Nein, ey, keine Ahnung, wir hatten halt auch wie die gleiche Situation gehabt, dass wir beide den Job dort frisch angefangen haben. Darum haben wir wie eine Gemeinsamkeit gehabt. Und so, dort gehst halt, gerade, wir haben ja zusammen einen Beitrag machen. Und so spätestens dann haben wir wie auch gewusst, so, wir können uns auch mal anzicken, weißt? Ja, da erinnere ich mich nicht gerne zurück, aber, aber das war auch geil. Weil nachher, wo wir nach dem Kacktag zusammen aus dem Büro rausgelaufen sind, haben wir uns so angeschaut und wir so, haben wir uns jetzt immer noch gern? Wir so, ja. Ja, darum, also ich erinnere mich richtig gerne an das zurück. Aber es ist so schnell gegangen und ich finde, es hat keine, also ja gut, vielleicht ist es bei dir anders, aber bei mir ist es im Fall einfach, es hat irgendwie einfach geflutscht, ich weiß nicht. Und ja, sie Spannend. sagt es richtig. Sie hat am Schluss jetzt gesagt, eben, es hat einfach so geflutscht. Und ja, es klingt so blöd, aber es hat dann so geflutscht. Und seit wir schlimmes ein Jahr, nein, mehr als ein Jahr nicht mehr zusammenarbeiten, sind wir jetzt auch schon einen Monat zusammen reisen. Das hat wieder voll geholfen, zu bonden. Ja, eben. Und, ich finde, ja. da sind wir wieder beim Thema zusammen Erinnerungen machen. Es ist so wichtig, dass man zusammen Erinnerungen schafft. Weil ich finde, das schafft eben auch Bedeutung in einer Freundschaft. So, wenn du zusammen auf etwas kannst zurückschauen kannst, weisst du noch, wo wir in Südamerika waren. Weisst du noch, wo wir den Segeltrip gemacht haben und der Flavia war kotzübel. Das ist doch so toll, das gibt doch Bedeutung drin, oder? Und also weißt du, so, jetzt therapiere ich mich gefühlt selber, weil ich weiss auch, dass ich irgendwann zurückdenken und dann werde ich den Freunden von da so sagen, oh, do you remember when we were still studying in Amsterdam? Also, ich glaube, das wird auch, vielleicht muss die Bedeutung einfach noch zuerst wachsen, indem das Zeit vergeht. Ich glaube. Ja, safe. Aber hast du jetzt auch ein Beispiel für eine neue Freundschaft? Oder für eine Freundin? Wie ist denn das zustande gekommen? Ich habe auf Insta gepostet, dass ich irgendwann im Dezember, Januar, dass ich auf Amsti komme. Und dann hat mir eine, die mir schon gefolgt hat, geschrieben. Sie heisst Lisan. Und sie so, hey, mega cool, dass du auf Amsti kommst. Sie auch auf Amsti jetzt dann. Vielleicht können wir dann mal, kann man sich ja dann mal treffen auf einen Kaffee oder so. Also in dem Sinne hat sie den ersten Schritt gemacht auf mich. Und dann ich weiss noch ganz genau, ich bin 10 Tage zu Amsti und habe mich mit ihr getroffen. Oder vielleicht sogar weniger, 4 Tage, 5 Tage. Habe ich mit ihr getroffen und es war so gut gewesen, irgendwie Schweizerdeutsch zu reden mit jemandem in einer neuen Stadt. Und wir haben, glaube ich, 2 Stunden einfach von unserem Leben erzählt. Sie hat erzählt, was sie die letzten paar Monate gemacht hat. Ich habe erzählt. Und dann habe ich schon gedacht, ich glaube, das könnte ein Match sein, weil sie hat ähnliche Interessen wie ich. Also in dem Sinn ist sie weder an der Uni, noch haben wir den gleichen Arbeitsort. Aber uns hat verbunden, dass wir beide zur gleichen Zeit aus der Schweiz ins gleiche Land gezogen sind. Und wir haben dann wie so, sie hat zuerst einen Job finden und ich musste eine Wohnung finden. Also manchmal haben wir uns getroffen und sie hat Bewerbungen geschrieben und ich habe auch Bewerbungen geschrieben. Aber sie für den Job und ich für die Wohnungen. Also so ich glaube, so, dass wir beide auch so einen Struggle hatten, den wir müssen überwinden am Anfang. Ja, das schweißt halt zusammen. Das war wie beim Arbeiten, ja. Man muss zusammen das überwinden. Genau, und so, dass sie genau verstanden hat, was ich gerade durchmache, das war für mich wie für meine Seele wie ein Pflaster gewesen. So. Und ja, darum, ich habe sie auch gefragt, wie glaubst du, sind wir Friends geworden? Und das war ihre Antwort gewesen. Also ich glaube, wir zwei sind Friends geworden, weil uns schon sicher 2 Sachen verbinden. Zum Ersten sind wir beide aus der Schweiz auf Amsterdam gezögert und haben diesen Schritt gewogen. Und zum Zweiten haben wir auch die gleichen Interessen, also ich würde mal so sagen Medien, Entertainment, Journalismus. Und deine Träume zu sehen und sich in das hineinzuversetzen, das motiviert auch wieder und macht Freude, wenn man sich dann über das austauschen kann. Und ja, ich glaube, das hat auch für mich dazu beigetragen, dass ich dich gerne als Freundin habe in meinem Leben und freue mich auf alles, was noch kommt. Und sie hat ja jetzt in dieser Memo auch gesagt, so eben, ihr seid wie in der gleichen Situation gewesen. Ich habe das Gefühl, das ist schon sehr ein grosser Punkt. Das matcht halt automatisch. Aber also weißt, meinst du nicht? Also jetzt überleg dir mal all deine Freundinnen, die du hast. Hast du nicht alle so kennengelernt? Entweder sind ihr in der gleichen Schule gewesen, im gleichen Arbeiten, im gleichen Studium.
Also das ist also viel. der weit verbreitete Klassiker. Weg, ja, Klassiker, um neue Friends zu machen. Aber Oder, jetzt... ja. Oder was? Ich habe noch eine, wo dort ist wie, die habe ich durch meinen Ex kennengelernt. Sie ist Das wie, wäre jetzt eben meine nächste Frage genau. gewesen. Wie tut man dann anders noch Friends kennenlernen? Weil das, finde ich, ist eine Challenge, ganz ehrlich. Oder? Es ist, also ein Ding ist auch noch durch andere Friends oder eben durch einen Freund, Freundin, die in einer Beziehung ist. Und Ja. bei uns war das so, sie war wirklich eigentlich die beste Freundin, immer noch von meinem Ex. Und dann, ihm war auch wichtig, dass wir mal etwas zusammen machen. Und sie hat mich kennenlernen. Und das haben wir zu dritten ab und zu Sachen gemacht. Und dort, wo wir, glaube ich, das erste Mal gesehen und das zweite Mal, sind wir in einer Bar gewesen. Und sie hat etwas erzählt und wir haben so schnell gebondet, dass unser Ex, wow, mein Ex, mein Ex ist einfach neben dran gehockt und er hat etwa 10 Minuten, also der hat nichts können sagen, weil wir sind so am Reden gewesen. Wir haben fast nicht mehr gecheckt, dass er da ist. Ja. Und sie hat mir das aber auch gesagt, sie so, dort hat sie gemerkt, ich glaube, wir könnten Freundinnen werden. Ja. Weil wir so die same Energy hatten. Ja. Und nachher ist aber auch das Ding, gell? Wie schafft man den Absprung? Erstens, also dort, wo ich noch in der Beziehung war mit meinem Freund, haben wir dann auch mal gesagt, so, jetzt müssen wir mal etwas ohne ihn machen, zum einfach ja. Und das hat auch funktioniert. Und nachher, nach der Trennung, ich habe ihr dort nichts gesagt, weil ich gewusst habe, sie ist wie die Hauptfreundin von ihm. Und ich habe sie wie nicht zwischen uns beiden stellen. Darum hat sie nicht gewusst, dass ich Schluss machen werde. Erst wo sie dann das durch ihn Das ist fair, finde ich, ja. Ja, und nachher bin ich schon nervös gewesen. Ich so, oh Mann, ich hoffe, wir können Freundinnen bleiben. Und sie hat dann eine mega herzige Memo gemacht. Sie so, schau, Flavia, sie sieht mich jetzt als eigenständige Person und nicht mehr mit ihm. Und würde gerne immer noch befreundet bleiben. Und ja, das war cute. Ja. Und dann, keine Ahnung, haben wir einfach gematcht und auch mal das ganze Weekend zusammen verbrungen. Sie tut gerne auch so ein bisschen Adventures, sind wir unter freiem Himmel schlafen auf dem Berg rauf. Ja, sehr cool. Auch wieder. Und dann bin ich aber auch nervös gewesen, gell? Wir haben noch nie ein Wochenende zusammen verbrungen. Also eben nicht die ganze Zeit, aber im Vorhinein so, das ist dann 48 Stunden aufeinander. Ja. Mal ist schauen, spannend, wie das wird. Mega. Ja. Ich habe eben auch eine Freundschaft, die so ganz nicht klassisch entstanden ist. Und zwar, sie und ich, wir haben uns einfach auf Insta gefolgt. Vor Jahren. Keine Ahnung. Ich habe einfach random wieder verfolgen und sie mir. Und dann hat man sich bei den Beiträgen geliked und hat man mal etwas kommentiert und hat man mal auf die Story geantwortet. Und irgendwann habe ich gefunden, weißt du was? Ich fände es noch cool, wenn ich mit ihr einen Kaffee trinke. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer gefragt hat, aber auf jeden Fall bin ich ihr, glaube ich, DM geslidet und dann haben wir ein bisschen geschrieben und prompt uns auf einen Kaffee in Zürich getroffen. Und seit dort, ich schwör's dir, seit dort sind sie und ich einfach Friends. Also alle paar Wochen, Monate gehen wir etwas trinken, gehen wir etwas essen, gehen wir im Sommer in die Body. Und es ist jedes Mal so, in dem Sinne ein bisschen Catch-up-Culture, aber im besten Sinn, wo man sich vorstellen kann. Weil sie und ich eben sie hat auch wirklich so keine einzige gemeinsame Freundin. Also so, wenn ich zum Beispiel einen Geburtstag feiere, so ist immer so, woher kannst du sie? Also, weil das ist so, niemand kennt sie sonst. Und das finde ich eben irgendwie auch geil, dass sie so eine Freundin zu haben, die keine Connection zu irgendjemandem hat. So ganz etwas Frisches, etwas Neues, wo auch vielleicht eben dich irgendwann in einem Punkt in deinem Leben kennengelernt hat, nach ein paar Sachen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, das ist so eine Freundin, die ich auf eine unkonventionelle Art gemacht habe. Aber sonst weiss ich im Fall nicht. Da in Amstel irgendwie, ich weiss nicht so viel. Also ich habe mich gefragt, es wäre cool, glaube wenn ich auch noch ein paar Freundinnen außerhalb der Uni hätte. Einfach das mit Leuten, die einen anderen Alltag haben oder Leute, die nicht gerade die gleichen To-Dos haben wie ich oder so. Und dann habe ich im Fall Bumble Friends abladen. Hat meine... Was geht nicht? Es geht nicht. Es ist gestanden, in der EU nicht verfügbar. Wirklich? Krass. Ich muss meine Kollegin, die ich letztes Mal gesagt habe, die auch ein Austauschding macht,
Sie hat auch gesagt, sie wird jetzt Bumble Friends abladen. Ich muss mal nachfragen. Hey, ich habe gedacht, endlich eine Swiping-App, die ich auch kann und will brauchen. Weisst du, endlich kann ich mir jetzt mal so ein Profil machen und wirklich auf Ernst so swipen und denken, will ich dich treffen, will ich dich nicht treffen? Und dann lade ich diese hure App ab und es steht einfach in der UK und EU nicht verfügbar. Und mir ist gesagt worden, wenn du das App schon hast, dann kannst du es weiter brauchen. Aber ich das jetzt halt neu abladen, aber kann kein Profil erstellen. Du kommst ja in die Schweiz. Dann lädst du sie ab. Ah! Du kommst ja in die Schweiz. Du tust auf To-Do-Liste Bumble Friends herunterladen. Bumble Friends, ja, weil das ist so, ich glaube, das ist wirklich die einfachste Art, um so komplett neue Leute kennenzulernen. Und sonst musst du halt wirklich, du musst da rausgehen und im Supermarkt im gleichen Gang fragen, hey, was findest du ist das beste Joghurt? Oder so. Keine Ahnung. Nein, aber zum Beispiel auch noch, also meine Mitbewohnerin, die jetzt neu da ist, die spinnt, die tanzt jeden Abend. Paartanz. Ja? Also sie hat selber gesagt, sie ist eigentlich halb süchtig. Aber auf jeden Fall, dort lernst du also halt auch hure viel kennen. Ja. Sie war so schnell in so WhatsApp-Chats gewesen. Weißt, so, ja, ich muss mich echt ein bisschen überwinden. Ich muss mal in so ein Tanzding gehen. Ja, ich habe das Gefühl, Tanz, also du tust ja auch gerne Tanzen. Ja. Tanzen ist ja die sind ja auch offen, die Leute. Ja. Dann im Sport, je nachdem welcher Sport. Ja. Wo du machst. Jetzt im Yoga bist du vielleicht jetzt nicht mega, die wollen ja eher für sich. Ich weiss nicht. Ja, aber weiss auch nicht. Ist jetzt nicht der Place to be, zum voll am Abend, wenn man ein Yin-Yoga macht, wo man eigentlich dort anliegt und Klangschalen. Keine Ahnung. Ja. Aber ja, das hatte ich mich eben auch noch gefragt. Wie kann man sonst noch so auf eine andere Art als Schule und Arbeiten Free Friends kennenlernen? Ich finde eben, man kann sich gut... Ich finde, es ist, wie du sagst, ein Energy-Match. Ich finde, man muss spüren, dass man auf der gleichen Wellenlänge ist. Und ich finde, das kann man eben schon anhand von so einem Insta-Profil. Nicht immer. Aber so. Oder zum Beispiel haben wir ja... Zum Beispiel du machst ja auch viele Stories oder so. Ja. Wenn jetzt ich dich die Stories schaue, ich würde denken... Und ich würde so denken, ui nein, was erzählt die jetzt immer von ihren Dates? Und das ist ja verdammt peinlich. Und dann würden wir nicht matchen. Einen Kaffee und dann motzt sie immer noch über... Dann würden wir nicht matchen. Aber wenn ich würde finden, hey, die ist ja verdammt cool, die ist so offen, die nimmt kein Blatt vors Maul, die sagt einfach, was sie denkt, dann finde ich Match. Und dann kann man sich treffen. Und dann kann man ja immer noch mal evaluieren, ob das immer noch so ist, wie man gedacht hat. Ja. Aber oder zum Beispiel, wir haben doch eine Hörerin, die jetzt auch in Amsti ist, die dir eine Nachricht geschrieben hat. Ah, ja. Hast du ihr zurückgeschrieben? Ja, ich habe ihr zurückgeschrieben. Ja, mit dem Finger bin ich auf die Zähne so hart. Du hast mich daran erinnert, ihr zurückgeschrieben. Ja, ich habe ihr zurückgeschrieben. Und im Fall lustigerweise, seit dem Video, das ich gepostet habe, haben mir sicher 5, 6, 7 Schweizerinnen geschrieben, hey, ich bin auch gerade frisch auf Amsti gezogen. Hey, ich ziehe jetzt auf Amsti. Hey, ich bin vor 2 Jahren auf Amsti gezogen, bin da geblieben. Also so, vielleicht organisiere ich auch mal so ein Schweizerinnen-Treffen. Was eben ein bisschen ironisch ist, weil normalerweise, wenn ich ins Ausland ziehe oder irgendwo geht, ist man immer so, ja, ich will Leute treffen, aber nicht unbedingt Leute aus der Schweiz. Aber wenn sich alle gleich fühlen, ist es vielleicht cool. Ja, und stell dir vor, die kennen ja auch wieder Leute. Dann nimmt die dich vielleicht mal mit an ein Fest, dann lernst du dort wieder. Es ist wie so ein Schneeballensystem. Ja, das stimmt. Drum, oder jetzt zum Beispiel auch, darum liebe ich auch, jetzt ist eine kleine Wegeparty bei mir. Du kommst auch. Ja, ich freue mich. Ja, und da liebe ich auch. Also ich habe nicht den Anspruch, dass wenn sich Kreise vermischen. Ja, also nicht, aber ich habe nicht den Anspruch, dass da neue Freundschaften entstehen. Aber eine Kollegin von ihr kommen so viele verschiedene Leute. Ja. Auch. Und ich freue mich so. Und weißt du, auch an so Anlässe. Aber nehmt doch auch wieder mal ein bisschen eure Leute mit, weil meistens matchen ja die Leute auch. Also, eher. Weißt, also so, wenn du mit jemandem befreundet bist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit dieser Person auch gut verstehe, ist sehr hoch. Ja. Das ist eigentlich schon, finde ich... Ja. Oh, ich habe es schon ein paar Mal erlebt im Fall. Dass ich Leute an meiner Geburtstagsparty erlebt habe und die dann im Nachhinein auch noch etwas Zweites gemacht haben und so. Beste Beispiel, unsere Managerin. Das ist jetzt eigentlich im Fall auch eine Freundin von mir. Ja, ja. Also das ist unsere Managerin ist Jenny, ihre Freundin. Und sie ist jetzt auch meine Freundin. Und sie ist jetzt auch deine. Und für mich ist es so toll gewesen, zum Beobachten, weil ich habe
so gefühlt gesehen, wie das Pflänzchen wächst und hure schöne Blüten gibt. Also gefühlt jedes Mal, wenn wir uns dritte gesehen haben und ihr euch umarmt habt oder ihr selber einen Witz von dir gelacht habt, habe ich so gedacht, jawohl, das ist köstlich. Ja. Weißt du? Das ist so schön zu beobachten gewesen, ja, muss ich sagen. Aber ich habe auch gemerkt, es ist okay, wenn man nicht von allen... Also, weißt du, ich habe jetzt vorher eher ein bisschen pessimistisch stehen im Sinne von, ich habe da noch keine tiefe Freundschaft und bla bla bla. Es ist, glaube ich, auch okay, ich muss nicht durch und durch Fan sein von allen Eigenschaften von meinen Friends. Also so, logischerweise mag ich die meisten Eigenschaften und Qualitäten, aber es gibt Sachen, die mag ich an dir nicht. Oder die mag ich an anderen nicht. Komm, sag, nein, komm, gib den Spice. Gibt's den Spice? Gibt's das? Egal. Ich weiß nicht, ich habe glaube schon so sagen, ich weiß nicht. Ja, also, was habe ich jetzt an dir nicht so gerne? Ja. Willst du auf unsere letzte Diskussion? Also ich habe dir das eigentlich erst gerade gestern gesagt. Aber, ja, also gestern habe ich dir gesagt, ja. Ich finde es manchmal scheiße, dass du so fest auf deiner Meinung beharrst und manchmal wie nicht kannst, willst oder probierst, das andere zu sehen. Mhm. Und das, weißt du, so, wegen dem, eben, ich habe dich eigentlich so gern, aber manchmal denke ich mir so, alter Flavia, weißt du, so, warum? Mhm. Und das, aber das Gute an der Freundschaft ist ja, dass ich dir das kann sagen. Mhm. Mhm. Oder? Mhm. Oder irgendwie finde, man muss dir manchmal sagen, im Fall ein Sorry wäre jetzt Abbruch gewesen. Ja. Aber weißt du, ich kann auch ein Bitch sein. Das weißt du wahrscheinlich am besten. Manchmal. Ja, also wir haben zum Beispiel auch schon gehabt, dass ich manchmal deinen Ton scheiße finde, wo du auch nicht checkst, manchmal. Weißt du, in einem Call so, das musst du, weißt du, dein Auge rollen und dann fühle ich mich so, Alter, jetzt chill, das triggert mich. Ja. Also, weißt du, es tut mir so leid, weil ich mache das gar nicht extra. Ich mache das nicht so strategisch so, dass du siehst, ich bin genervt, sondern mein Gesicht hat einfach einmal, mein Gesicht redet einem manchmal automatisch. Ja. Aber eben, das habe ich dann ja auch mal in der Situation gesagt und ich so, mach das nicht mehr. Es triggert mich. Es triggert mich. Nein, aber ich habe jetzt auch gerade eine Freundschaft, wo ich ein Verhalten von einer gerade nicht so geil finde zu anderen. Mhm. Und es ist nicht mein Sagst du das? Aha. Ja, habe ich ihr gesagt, ich so, schau, wenn ich von außen die Situation jetzt beurteilen und ich dich nicht kennen, ich würde dich ein Arschloch finden. Und sie hat, und ich habe gesagt, schau, ich will dir das jetzt einfach einmal gesagt haben, was du jetzt mit dem machst. Mhm. Oder wie das von außen wirkt. Ja, es ist so einfach, ich will ja schon auch, dass meine Friends meine Art, der Umgang mit Menschen, nein, dass sie mit anderen Menschen auch so umgehen, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Also du erwartest von Friends, dass sie gleich umgehen mit Menschen, wie du mit Menschen umgehst? Einmal also so, ja, je nachdem. Also weißt du jetzt zum Beispiel, also hast du ein Beispiel? Ganz auf Herd, das habe ich aber noch nicht erlebt, sondern in anderen Freundesgruppen mitbekommen. Wenn ich jetzt wüsste, dass du deinen Freund betrügen würdest, da würde ich nicht einfach dir einmal sagen, so, das geht nicht, sondern ich wüsste nicht, ob wir zwei in dieser Zeit gute Friends wären. Weil du machst etwas, was ich ganz scheiße finde. Weißt? Ja, das ist ja auch ein Wert. So, du kannst nicht loyal sein mir gegenüber dann, weil du findest, dass Jenny das läuft gar nicht. Ich könnte glaube schon, ich würde nicht gerade Freundschaft künden, ich würde einfach sagen, hey, schau, also denk das mal. Das nicht dahinter. Ja. Und dann sehe ich. Ein bisschen so. Ja, sehe ich. Ja, irgendwie aber so. Ja. Was ist denn für dich so ein Freundschaftskiller? Also wenn ich mich jetzt nur melden müsste? Ich habe eben, mir ist letztens aufgefallen, so, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Mitteilungsbedürfnis. Ich muss so lachen, weil ich habe eine Freundin gefragt, hey, ich habe mit der Freundin 1 Stunde gefacetimed, so eine Woche vor Ostern. Und dann hat sie mir erzählt, was sie für Pläne hat, an Ostern und so.
mega cool, ich habe mich mega gefreut für sie, ich so, musst du unbedingt erzählen. Und dann, so 3-4 Tage nach Ostern, schreibe ich ihr so, hey, wie geht's? Wie sind deine Ostern gewesen? Erzähl. Und dann habe ich so eine Memo erwartet. Irgendwie, ich weiss nicht. Und dann sie so 2 Sätze? Ja, nein, schlimmer. Sie so, hey, mega schön. Und deine Ostern? Fragezeichen. Und ich so, hä? Jetzt hast du mir doch vor 10 Tagen erzählt, dass du alles geplant hast. Und ich frage jetzt, wie war das gewesen? Und du sagst, mega schön. In 2 Worten. Ja. Weißt du, dann habe ich auch gedacht, ich habe dir dann zurückgeschrieben, ich habe jetzt im Fall irgendwie mehr Memo erwartet oder so. Aber schon, also weißt du, so, ich habe dann genau gewusst, wenn ich das jetzt so schreibe, dann schickt sie nachher eine Memo und sagt, aha, ja, also so und so ist es und so und so ist es. Aber irgendwie habe ich gefunden, schau, wenn es für dich gestorben hat, einfach zu sagen, mega schön, dann ist es für mich auch easy. Aber so, weißt du, was ich meine? Es ist, ja, Jenny, es ist so nicht lustig. jeder so, dass wenn ich dich frage, nach einer 6-minütigen Memo kommt. Ja, ja. Aber lass mir eben gerne dann die 6 Minuten an. Weiß auch nicht. Ja, aber ja, habe ich ja. lustig gefunden, wie man so unterschiedlich manchmal tickt vom... Aber das war kein Killer in dem Fall. Nein, oder? es war kein Killer, aber so, ich habe gemerkt, das ist eben eine Freundin, bei der so, ich weiss, sie denkt oft an mich, weil ich höre sie nicht so oft, aber wenn ich sie höre, sagt sie, ich habe im Fall in letzter Zeit so oft an dich gedacht. Und ich finde das so herzlich, ich habe ihr schon ein paar Mal gesagt, das ist mega schön, aber manchmal fühle ich mich auch ein bisschen vergessen von dir, weil ich höre, wenn ich mich nicht bei dir melde, höre ich nie etwas von dir. Das ist, ja. Und dann habe ich ihr gesagt, so, also das soll jetzt nicht, weißt, so hochnäsig tönen, aber wenn du an mich denkst, ich will mich so viel Schreib mir das. für mich das wissen lassen. Ja, genau. Und das ist so, dass, zum Beispiel bei ihr habe ich einfach gemerkt, eben, so meine Erwartungshaltung, ich darf das nicht zu fest auf sie projizieren, weil sie ist halt einfach anders im Sinne von, sie kommuniziert weniger, sie ist weniger am Handy und wenn ich oh Gott, damit ich mich geliebt fühle von ihr, muss ich ihr das nicht aufzwingen. So weißt, ich schätze ihre Art, wie sie mich gerne hat, sozusagen. Und das ist aber etwas eben, über das muss man manchmal reden. Ja, das ist schon, also ich habe letztes Mal auch... Wie fühlst denn du dich manchmal, also weißt, wann fühlst du dich von deinen Freundinnen geliebt? Wann merkst du, die Person hat mich gern? Wenn sie mit mir mitfiebern kann, wenn sie mich nicht, also das ist allgemein ein Ding, wenn man nicht gerade judgt. Weißt du, wenn ich etwas zulasse und nicht gerade... Nicht gerade Augenrollen, wenn du etwas sagst. Ja, also weißt du, einfach... ich habe letztes Mal einer Kollegin so viel von mir erzählt. Nachher bin ich so, oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich immer noch von mir erzähle. Sie so, hä? Erzähl jetzt! Mein Gott! Ich will wissen, weißt du? Und das... Ja, und so... Kleinigkeiten jetzt bei meinen Mitbewohnerinnen sind auch meine Freundinnen. Und als ich meinen letzten Arbeitstag hatte, mal da vor einem Monat, hatte ich einen Blumenstrauß-Deck. Ja, also, so oder herzig. wir haben jetzt auch, die eine hat ihre Masterarbeit abgegeben und dann haben wir, hat die eine der andere ein Müsli gemacht und geschrieben und weißt, sie liebt, wenn man ihre Müsli macht, das ist so Love Language. Und dann ist ein Zettel Sie im liebt, wenn man ihre Müsli macht. Ja, ich weiss auch Was nicht. war das Zettel im Kühlschrank? Auf dem Müsli? Ja, auf dem Müsli. So, ich bin stolz auf dich. Also das habe nicht ich gemacht, ich bin leider nicht so cute gewesen. Ich habe es so gesehen, ich so, good move. Yeah. Hey, und was ist mir aufgefallen, wie ich manchmal ticke, ist so, also ich finde Menschen besonders interessant, die eine Ambition haben oder eine Passion haben oder so ein Ziel, auf das sie anschaffen irgendwie. Habe ich irgendwie gemerkt, dass das macht das Interesse, der Funke bei mir überspringt. Da bin ich so, das ist spannend. So, jetzt zum Beispiel bei dir, irgendwie, du hast so den Lebenstraum von einem Kaffee. Oder du und ich haben so die Ambition von, wir machen einen Podcast. Und wenn irgendjemand etwas anderes, ein anderes persönliches Projekt hat, muss er auch gar nicht etwas mit Geld verdienen zu tun haben. Aber so, dann finde ich das interessant. Genau, weil ich bin dann so, cool, so, weißt, was fasziniert dich daran? Erzähl mir von deiner Faszination. Ich finde das cool. Und vielleicht, ich habe mich vorher so beim Schminken, ist mir das in den Sinn gekommen, ist das echt, also ich finde das interessant, aber vielleicht suche ich das auch in anderen Personen, wo ich befreundet bin, weil ich sie dann gerne drin unterstütze. Also so zum Beispiel der Luca ist jetzt mit dem Velo da angekommen
Und das war so sein Projekt, seine Passion. Oder? So, er fährt jetzt 800 Kilometer auf Amsti. Und mich hat das so gefreut. Ich finde das lobenswert, ich finde das mega cool. Aber gleichzeitig ist es mir auch einfach gefallen, ihn darin zu unterstützen, weil ich so gefunden habe, mir fallen 1001 Sachen ein, wie ich ihn dafür feiern kann. Weißt du? Weiss auch ja, nicht. so Support. Das gibt für mich gibt das wie einen Boden, dass ich dich dann drin unterstützen kann. Weiss auch nicht. Ja. Oder ich sehe dann, das ist nicht so, wie ich denke, wo ist deine Passion, damit ich dich drin kann unterstützen und dir kann eine gute Freundin sein. So denke ich nicht, aber es ist mir aufgefallen, dass mir das dann irgendwie einfacher fällt. Ja, und du willst ja das auch, oder? Was? Dass man mich unterstützt? Ja. Ja, aber das wollen, glaube ich, doch alle. Ja. Also es ist doch schön, wenn du in deinem Traum irgendwie supported wirst. Ja, oder auch eben in einem Hobby. Ich bin auch mal von einer, die jetzt nicht mega enge Kollegin ist, aber Volleyballmatch schauen. Und oh mein Gott, hat die sich gefreut. Ich bin fast sie ist nach dem Match so zu mir gekommen. Sie so, sie war voll verschwitzt, voll mich umarmt. Ist mir auch egal gewesen. Aber so fest gedrückt und ich so, krass, dass das für dich, also ja, freut mich mega. In dem Fall hat sich das gelohnt. Also, nein, auch sonst, also, weißt du? Ja, aber es hat sich mehr gelohnt, als du gedacht hast, weil sie so Freude hat, dass du gekommen bist. Ja, ist aber schon schön. Vielleicht muss man eben mal offen darüber reden, Freundinnen fragen, hey, wann fühlst du dich eigentlich so richtig geliebt von mir? Oder was von was ich mache, lässt dich speziell fühlen? Weiss auch nicht. Ich habe aber nicht, so, weil du gesagt hast, wie bin ich jetzt auf das gekommen? Egal, wenn ich auf das gekommen bin, aber die Freundschaft, die ich jetzt vorher erzählt habe, wo die Memo abgespielt worden ist, ich habe ihr letztes Mal auch gesagt, weil wir hören uns sonst nicht so viel, eher wenn wir uns sehen. Und wenn ich so, habe ich mal abchecken, ich habe eigentlich nicht bewusst abchecken, in welchem Circle ich bin, aber ich habe wie so gesagt, ja, ich bin ja jetzt schon nicht deine Ängste, weil du hast ja da deine 5 von früher, also von einfach, sie so, Flavia, ich zähle dich zu meinen Ängsten. Und ich so, schon? Also, ich habe nicht erwartet, dass sie jetzt muss sagen das. Wow, dass sie muss sagen das. Dass sie das muss sagen. aber wir haben wie so, und ich so, ja, das ist mega schön zu hören. Dann bin ich jetzt auch nicht so betucht, wenn wir uns nicht so viel sonst hören, weil ich vertraue jetzt darauf, dass das so funktioniert. Ja, völlig. Ja, genau, Kommunikationsstil und Kadenz. Aber ich werde im Fall regelmäßig gefragt, aber also die Flavia, ist sie eigentlich deine beste Freundin? Und dann sage ich so, nein. Ich weiss aber niemand. Nein. Never. Nein, aber ganz sicher nicht. Weißt du, ich sage dann aber so, ich weiss gar nicht, was antworten will. Ja, nein, jein. Es ist wie so, ja, aber nein, ich habe keine. Oder vielleicht habe ich einfach 5. Ja, das haben wir mal in der Freundschaftsfolge besprochen. Das ist so, das würde jetzt einmal ein grosses Fass eröffnen, das beste Freundinnen-Thema. Aber mehr so, ich gebe so ein Label einfach nicht. Ich verstehe mich top mit den Leuten, die mich gut top verstehen. Und das sind dann, die gehören dann zu meinem engsten Kreis. Genau. Ich bin das auch schon gefragt worden. Ja. Ja, aber ich verstehe, dass man das denkt, weil wir halt irgendwie einen Podcast machen oder so. Ja, wir sind einfach enge Freundinnen. Genau. Top. High five. Top. Bravo. Check. Warte, ich mache die Hand. Mach die andere. Gut. Geht das? Ja. Also hey, weißt du was? Wir haben ein volles Language School geskippt. Wir haben noch etwas anderes auch noch geskippt. Aber das machen wir jetzt gleich noch, weil das ist etwas Wichtiges und vor allem auch etwas Gutes. Genau. Nämlich möchten wir euch aufmerksam machen auf die Blutstammzellspende. Die Blutstammzellspende, für die nicht wissen, was das ist. Leute, die Blutkrebs haben, die sind darauf angewiesen, auf Blutstammzellspende von gesunden Menschen. Und das ist für sie oft oder eigentlich fast immer die einzige Hoffnung, dass ihr Leben gerettet werden kann. Weil ohne so eine Blutstammzellspende ist und bleibt man krank, bis man stirbt, leider, muss man so sagen. Und eine Blutstammzellspende kann wortwörtlich Leben retten. Und das ist einfach so eine gute Sache und tut auch in dem Sinn nicht weh. Und Blutstammzellen kann man in dem Sinn so spenden, dass man sich als gesunder Mensch wie
hoffentlich ihr draussen und Flavia und ich, sich registrieren auf blutstammzellspende.ch. Und dann muss man einfach einen Fragebogen ausfüllen, ein bisschen 2-3 Fragen zu der Gesundheit beantworten und dann kommt man 2-3 Wochen später ein Set heimgeschickt über, wo man so ein bisschen seinen Speuz abgeben. Und dann werden so die persönlichen Daten und Gesundheitsdaten registriert und vielleicht dann wird man irgendwann aufgeboten, um seine Blutstammzellspende zu spenden. Und ich kann Blutstammzellen spenden. Ja, es ist schon ein Zungenbrecher. Ja, und ich kenne jemanden, der sein Leben gerettet worden ist durch eine Blutstammzellspende. Alter, ich habe gerade Hühnerhaut. Ja. Das ist so krass. Und er war so lieb. Ich durfte ihn fragen. Er hat mir in einer 10-minütigen Memo seine Krankheitsgeschichte erzählt. Er heisst Michi. Und er wird am Schluss, jetzt nachher gehört er dann auch noch schnell in einer Memo, die er an euch gerichtet hat, da aussen. Also einfach kurz, er hat vor 5 Jahren die Diagnose bekommen, eben Krebs. Und dann hat er Chemo gemacht, ist dann aber rückfällig geworden im Sommer. Und dann war halt, ja, willst du transplantieren? Und er hat gerade also ja gesagt. Oder? Ja. Genau. Und er hat gerade ja gesagt und dann sind halt die Ärzte auf die Suche. Und dann innerhalb von 2 bis 3 Wochen sind sogar schon 3 Personen gefunden worden. Wow. Jetzt in seinem Beispiel, ich weiss nicht, wie es sonst ist. Und eine Person hat sich dann zur Verfügung gestellt und jetzt so 98% seine DNA überschnitten. Und das ist eine grosse Seltenheit, hat er mir gesagt. Ich bin jetzt da nicht so tief drin, aber genau. Und dann hat das wie angefangen zu transplantieren. Also hat das angefangen. Er hat gesagt, das sei nicht mega speziell gewesen, weil du bist einfach in einem abgeschlossenen Raum, weil dein Immunsystem wird halt wirklich runtergefahren und du bist so anfällig auf jeden Keim. Es hat auch ihn nur eine Person amix besuchen, also wirklich einfach auch die gleiche, weil er so anfällig ist, wenn du kein Immunsystem hast. Ja. Und das habe ich schon auch unterschätzt. Er hat erzählt, sein Immunsystem ist dann runtergefahren und die Schleimhäute sind dann geplatzt. Ich weiss nicht, wie es... Also, ich bin auch nachher noch ein bisschen googeln. Vielleicht müssen wir auch nicht so ins Detail gehen. Nein, einfach schnell... Er hat den Schmerz von seinem Leben gehabt. Er hat gesagt, das hätte er noch nie erlebt. Das war heavy gewesen, aber das muss halt runtergefahren werden, eben, dass die neuen Blutstammzellen wie können mit dem neuen Blut... Genau. Und das ist dann nachher zum Glück gegangen und innerhalb von 2 bis 3 Wochen ist sein neues Immunsystem aufgebaut worden. Krass. Und dann hat er wieder heim und eben Muskelaufbau und das ist sicher lang gegangen. Aber heute ist er wieder ein gesunder Mensch. Er ist ein gesunder Mensch. Oh mein Gott, ich kann einfach mich wirklich... Stell dir vor, und, ja. Er hat auch gesagt, so, man kann sich auch beim Spender oder der Spenderin melden. Er hat das noch nicht gemacht, aber er will es, glaube ich, machen. Also man kann glaube auch als Spender selber sagen, ob man möchte oder nicht. Genau, aber die du andere meldest dich. Genau, aber es muss wie von der kranken oder jemals kranken Person auskommen. Ja. Also weißt, ja, ich glaube, es ist wirklich einfach, eben, es ist manchmal so unvorstellbar. Oder ich finde es einfach so krass zum Verstehen, dass ich als gesunder Mensch wirklich tatsächlich jemandem mit ein bisschen Teil von meinem Blut kann jemand anderem das Leben retten. Das ist ja nicht mal übertrieben gesagt. Es ist so. Es ist so. Und es müssen einfach noch viel mehr Leute sich registrieren für die Blutstammzellspende, damit hoffentlich noch ganz viel mehr Leute können das Leben gerettet werden. Und umso mehr Leute dort registriert sind, umso besser, umso schneller gibt es einen Match. Und ja, ich finde das einfach eine super, super Sache und darum unterstützen wir das. Und ich finde auf jeden Fall den Link zu der Blutstammzellspende-Registrierung bei uns in der Folgenbeschreibung. Und ja, schaut es euch gerne an, führt das aus. Und jetzt dürfen wir noch schnell an Michis Wort überlassen. Hallo zusammen. Ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren transplantiert. Körperlich geht es mir super. Ich stehe eigentlich wieder voll im Leben drin. Ich darf an meiner Lieblingssportart am Biken wieder nachgehen. Ohne Einschränkungen. Und das ist für mich wie ein zweites Leben jetzt gewesen. Und ja, ich bitte euch, könnt euch registrieren. Ich könnt da nicht nur Erwachsenen helfen, ich könnt auch Kindern helfen.
die eine Transplantation nötig haben. Danke vielmals. Ja, und in dem positiven Mindset kommen wir eigentlich aus dieser Folge, oder? Ja, würde ich auch sagen. Danke vielmals fürs Zuhören, wie immer. Ihr wisst, gebt uns gerne 5 Sterne, wenn euch das gefallen hat. Folgt uns auf Insta, folgt uns auf TikTok, auf YouTube, by the way. Wir sind jetzt auch auf YouTube. Yes! Folgen kommen auch dort online. Also wenn ihr irgendwie beim Nachtessen, beim Paratmachen im Zug oder so mal ins Bild reinschauen, checkt YouTube ab. Und bis in 2 Wochen wieder. Ja, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss! Oh, Schrift aber geht. Lass noch schnell laufen. Schon wieder.